Einen wunderschönen guten Morgen und hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer. Ich muss das jetzt wirklich überprüfen, ob das richtig ist. Moment. Doch, es ist Folge Nummer 30 von Raft. Und heute ist der Tag gekommen, Freunde. Heute sind wir auf der ersten Story. Insel, Bohrturm, Dings, Bums, keine Ahnung. Wir haben es endlich geschafft. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, wir sind da. Guten Morgen, Caleb. Guten Morgen, Chris, Lisa und Shudi. Na, wie geht's euch? Fresh? Wunderbar. So, nicht lange schnacken. Wir gehen jetzt tauchen. Beziehungsweise erkunden. Da ist eh voll. Haben wir da irgendwas, was wir brauchen? Nee. Was haben wir sonst noch alles dabei? 5 Eimer Milch. Warum ich die nicht stapeln kann, ist schade. Aber okay, kann ich leben mit. Wir essen noch kurz einen Fisch. Wir essen noch so ein paar Dinger hier. Ach komm, scheiß drauf. Und legen das Metall noch in die Kiste. Und dann tauchen wir los. Let's go! Ach, cool. Iha! Oh, da ist Metall. Also Schrott. Aber ist mir jetzt gerade egal. Hier kann ich nicht rein. Neue Notiz hinzugefügt. So, wie sehe ich die jetzt? Hier. 2 Monate lang haben wir an diesen Reaktoren gearbeitet. 2 Monate Arbeit, um die Welt zu retten und ohne jemanden, dem wir unsere Geschichte erzählen können. Unsere Namen sind nicht wichtig. Sie gaben uns allen Spitznamen, nachdem dieser Vorarbeiter alles über das Testprojekt am Nordpol verraten hat. Als ob das einen Unterschied gemacht hätte. Verdammt. Als ob einer von uns an dieser Stelle überhaupt einen Unterschied machen könnte. Sparrow war seit dem ersten Feld vorsichtig gewesen, vor allem bei den Details, die verschönert worden waren. Alter, ich kann nicht mehr lesen, ne? Anscheinend ist der Prototyp bei weitem nicht stabil. Es wurde nicht erwähnt, was mit dem chinesischen Team passiert ist, das vor uns lag. Würden sollte einer von ihnen sein, aber er lässt es nicht zu. Owl murmelte etwas über das Notkühlsystem, das schlampig aussah, was aber nicht die halbe Wahrheit war. Aber ich wusste es besser, als darüber zu quatschen. Ich meine, sie haben uns einen trockenen Ort gegeben, an dem wir arbeiten können. Gott weiß, dass es nicht viele von ihnen gibt. Ah, okay, erstmal einen Schluck trinken. Ich glaube, ich werde das so machen. Ich werde da jeweils die Notizen aufmachen, uns angucken, aber ich lese nicht alles vor, Alter. Wenn das immer so viel ist, könnt ihr gerne Pause drücken, euch das durchlesen. Ich lese das auch für mich, aber, ne, da, you know what I mean. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ein Stuhl. Aha. Ich klemme irgendwo. Ne, ich laufe, schwimme, keine Ahnung. Ah, eine Kiste. Metallbarren, okay. Mag sowas, ne? Okay, da sind wir reingekommen. Hier geht's weiter. Da geht's wieder raus und hier unten geht's dann rein. Okay, aber da muss ich jetzt aufpassen, weil hier Luft und so, ne? Das ist wohl irgendwie eine Forschungsstation und da ist wohl einiges schief gelaufen. Okay. Mal wieder raus und... Ich hätte die Flossen mitnehmen sollen, ne? Ich Idiot. Soll ich die Flossen holen?
Na komm, scheiß drauf. Ich glaube, unten haben wir es gleich, ne? Oder geht's noch tiefer runter? Nur noch mal gucken, ob ich hier nichts vergessen habe. Nee. Soweit, so gut. Noch andere Räume unten? Nee, das war's, ne? Dieser eine Raum. Ist da drunter vielleicht noch was? Nö. Okay. Dann haben wir hier oben den Raum. Den hatten wir. Ist das hier. So, okay. Kann ich das einfach so aufnehmen? Ja. Robbie, boat's gone. Bruce is after me. Gonna stay here until I find a way off this place, Mike. Ja, Mike. Der wohl, ob der es wohl geschafft hat. Count a shark named him Bruce. Okay. Hey, Bruce. I got you, Bruce. Alright. Okay. Sag mal, finden wir jetzt hier nur Schrott oder wie? Eine Menge Schrott? Oder einfach mal gar nichts? Warte mal kurz. Aua. Ah, meine Hand. So einen dämlichen Krampf in der Hand. So, ja. Ach, Kunststoff. Cool, geil. Hey, Leute, wir haben Kunststoff. Eine neue Notiz. Alter, nee. Ich lasse das mal kurz. Wer will, kann jetzt Pause drücken und sich das durchlesen. Okay. Also auf jeden Fall war hier irgendwie eine Forschungsstation. Die haben irgendwie Scheiße gebaut und, ne, verkackt. Kommt mal hier auch noch irgendwie rein. Oder ist das nix? Will nicht, dass Bruce mich gleich frisst, ne? Warum komme ich jetzt hier nicht mehr hoch? Spiel? Okay. Aber hier ist doch auch noch ein Raum. Das Ding hier. Aber da geht's nicht rein. Okay. So. Dann waren wir auf der Ebene, waren wir überall drin, ne? Und ja, Leute, ich gucke lieber zweimal. Warum nehme ich Kunststoff mit? Ich gucke lieber dreimal, weil, sonst haben wir wieder irgendwo was vergessen. Dann gehen wir hier hoch. Hier können wir nicht rein. C1. Ja gut, aber viel ist nicht da geblieben, ne? Oh, Kiste. Nice. Plastik. Hinweis. Trage. Der Notruf vor dem Filmtrail. Okay. Also ging wohl darum, dass die Welt langsam untergeht und die Leute sich von Ort zu Ort geflüchtet haben, wo noch irgendwie
trocken war, ne? Okay, da hätte ich jetzt von unten hier hoch gekonnt. Was wäre das gewesen? Aber das da drüben ist dann auch noch was, ne? Da muss ich dann auch noch hin. Kann ich hier... Schade, ich dachte, ich kann hier hochklettern. Ernsthaft? Ey, das sieht doch echt so aus, als ob man da dran hochklettern kann. Oder ich bin halt zu dumm dafür, aber... Okay, dann muss man da lang. Hier oben war ja nichts mehr sonst, ne? Nee. Au. Oh, Kiste. Mit Glas. Wie cool. Haben wir noch gar nicht. Komme ich jetzt ganz hoch? Das muss da lang gehen. Oder halt da drüben irgendwie, ne? Hier so hochklettern geht nicht. Okay. Ja. Toke the boat, won't be back. Okay, da ist eine Leiter. Hier ist ein Ding. Alright, I got it. Wir müssen hier hoch. Dann hier rüber. Und dann da auf die Leiter wahrscheinlich, ne? Meine Fresse. Oder erstmal da an die Wand ran. Ne, da ist kein Absatz. Hauptsache die Kameras funktionieren noch, ne? Oh, das war die falsche Taste. Da. Okay, und dann hier rüberspringen, oder wie? Nice. Plastik. Na, gucken wir erstmal oben. Da geht's noch weiter hoch, ne? Kuckuck. Neue Notiz. Utopia. Leute, Fragezeichen. 3, 1, 6, 7. Ich glaube, das sind dann die neuen Koordinaten, ne? Die wir da an der Maschine einstellen müssen. Neue Kiste. Noch eine Notiz. Wenn du verstehen kannst, was du liest, ist das nicht das Ende. Okay. Ja, sonst haben wir hier nichts, ne? Außer eine gute Aussicht auf unser wunderschönes Boot. Guckt euch das, Alter. Wobei, wenn ich das jetzt von hier aus so sehe, ne? Es könnte noch ein Ticken länger sein. Von der Form her, ne, müsste das eigentlich noch ein bisschen länger sein. Weil hier die Dinger in Relation zu da, das dürfte ruhig noch ein bisschen... Okay, gucken wir mal. Vielleicht wird es ja noch ein Ticken länger. So, aber hier waren wir noch nicht drin, ne?
Was haben wir denn hier noch Schönes? Nichts. Eine Kiste oder so? Gar nichts. Toll, danke. Oder ich hab's nicht gesehen. Hier außen hatten wir alles, glaube ich, ne? Außer Plastik, das will ich nicht. Ja, dann war's das. Mit dem Ding. Wenn ich ins Wasser springe, tue ich mir weh? Ich muss das tun, ne? Okay. Kein Problem. So. Mal zurück an Bord. Na, Freunde, habt ihr mich vermisst? Guck mal, gute Ausbeute. Ne? Kann man nichts sagen. Guck. Wie viel Wasser ist da jetzt noch drin? Hält sich das in Grenzen? Ja, ne? Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir stellen mal direkt die neuen Koordinaten an hier. Was war das jetzt? 3 Wassergattern 3167. Wie geht das jetzt? 3. Ne, hier war 3. 3. 1. 6. 7. Okay. Wir müssen in die Richtung. Das ist perfekt, weil ich glaube, der Wind geht genau dahin. Wir sind auf Storykurs, Leute. Juhu! Anker lichten, Segel setzen. Auf geht's. Perfekt. So. Trink mal die 700 Liter Milch, die wir hier haben. So, wer will zuerst? Danke. Gut, wir sind auf Kurs. Jetzt habe ich Angst, irgendwie pennen zu gehen und zu speichern, weil ich Angst habe, dass der Kurs dann nicht mehr stimmt. Ich habe die Logik von dem Spiel dahingehend noch nicht verstanden. So, wie viel Holz geben die Dinger? Naja. Dafür kriegen wir noch Mangos, ne? Auch nicht schlecht. Wobei, ich glaube, die Mangos gar nicht mal so geil sind. Die hier so. Boah, gut. So, wir packen mal hier unser Zeug noch weg. Ne, das war nicht hier. So. Dann hatten wir hier das. Haben wir eigentlich das Glas hingepackt? Wird doch auch eine ganze Menge. Hier. Hier kommen die Rezepte. Das haben wir nicht doppelt. Okay, wow. Ah, ja, dann hier rein. Dann haben wir hier einen
den Stein. Hier ist eh voll. Gucken wir mal, was sich hier noch alles angesammelt hat. Weil irgendwann würde ich auch gerne anfangen, hier unten ein bisschen auszubauen, beziehungsweise dann auch oben langsam so ein bisschen die Form reinzubringen, wie ich das gerne hätte. Wobei, wenn ich mir das Ganze hier angucke, muss, glaube ich, das hier erst gebaut werden, ne? Kosten eigentlich die Wände hier? 6. Wenn ich jetzt mal... Okay, das braucht dann immer 2. Wenn ich das so mache hier. Dann hier alles voller Kisten. Ist das doof wegen dem Ding hier? In den Netzen oder? Geht schon, ne? Hm. Hier könnte man halt theoretisch... Okay. Aha, aha, aha. Was mich halt abfuckt, ist, dass diese doofen Möwen hier echt durch die Decke durchgehen, um hier unten anzugreifen. Verstehe ich nicht. Macht keinen Sinn. So, sind wir noch auf Kurs? Ja. Perfekt. Hallo, wie geht's euch? Scheiße, wo habe ich jetzt die Eimer reingeschmissen? Oh, Mann. Ich habe irgendwo die Eimer hingeschmissen. Und ich weiß nicht wo. Stimmt. Hier? Nee. Hier? Hier? Nee. Ist ja doch mehr. Die Kackeimer hingeschmissen, Alter. Das wahnsinnig, ne? Ab mir selber. Ich dreh echt durch eines Tages wegen mir selber. Irgendwo habe ich die jetzt wieder reingelegt, weil ich irgendwas mit Shift reingepackt habe. Und ich habe keine Ahnung mehr wo. Ah, hier. Hihihi. So. Danke. Danke. Wir sind auf Kurs. Der Wind geht aber ein bisschen nach rechts, ne? Also müsste ich eigentlich ein bisschen so, damit wir auf Kurs bleiben. Sonst driften wir zu früh nach rechts ab. Und dann kommen wir da nicht mehr hin. Da müssen wir jetzt ganz gut aufpassen. So, und hier oben möchte ich mal langsam ein bisschen umbauen. Und zwar... Okay. Eine Couch. Nee, das kommt alles noch. Okay. War sonst noch was Witziges? Geschirr, Teppich, Flagge.
Was kommt? Das muss eigentlich sein, ne? Moment. Nee, nicht der Wind hat sich jetzt gedreht. Nee, okay. Okay. Das wird dauern, aber es wird funktionieren. Na? Habe ich eigentlich die Angelroute noch? Müsste mal wieder ein bisschen Fische ranholen, ne? Das könnten wir noch machen. Boing. Weil ich glaube, zum Dings hier, zum Bauen haben wir noch zu wenig Material. Bringt nichts. Gehen wir zum Chefsessel und angeln ein bisschen, ne? So. Und sonst so, Leute, wie geht's euch? Na, alles fresh? Oh, für mich geht's schon bald auf Kreuzfahrt. Tatsächlich. Ja, ich hoffe, der Dampfer sieht ein bisschen stabiler aus, auf dem ich da sein werde, als der hier. Und wie ich in den letzten Folgen mal erzählt habe, ziehen wir ja noch um. Ziemlich spontan, weil wir da was gefunden haben. Also die Hütte, die wir drin wohnen, abreißen. Und jetzt haben wir eine Wohnung gefunden. Aber das wird jetzt alles ein bisschen knapp, weil wir müssen innerhalb von einem Monat hier alles räumen, umziehen. Und in diesem Monat bin ich auch noch 14 Tage auf Kreuzfahrt. Hier am Auflegen. Also kein Urlaub, Leute. Schön am Arbeiten. Ja, okay, vielleicht ein bisschen beides. Ja, ein bisschen Auflegen, ein bisschen Urlaub. Aber ja, es wird auf jeden Fall stressig, weil das heißt, wir haben eigentlich für den Umzug 2 Wochen Zeit. Das wird auf jeden Fall sportlich. Wir sind jetzt schon die ganze Zeit dabei, hier die ganzen Sachen in Kisten zu räumen langsam. Und ich werde die Tage mal gucken, ob wir vielleicht die neue Wohnung ein paar Tage früher kriegen. Dass wir da schon mal ein bisschen Sachen rüberräumen können. Aber viel früher wird gar nichts bringen, weil wir ja eh nicht da sind. Das heißt, es wird auf jeden Fall interessant. Und, ja. Ich bin gespannt. Einerseits freue ich mich über die neue Wohnung. Die wird cool. Die hat auch schnelles Internet. War mir wichtig. Keine Ahnung wieso. Nee, aber wie gesagt, einerseits freue ich mich. Wir haben eine größere Wohnung. Wir haben 2 Badezimmer dann, was halt echt genial ist. Luxus. Gerade wenn man, so wie ich, sehr viel Zeit im Bad verbringt und ich rede da nicht von meinem Styling, sondern eher davon, dass ich, keine Ahnung, Klo ist für mich so ein gemütlicher Ort, weißt du? Da hast du deine Ruhe und da stress ich nicht. Ne? Da bin ich am Handy, Internet, dies, das, Ananas. Keine Ahnung, ob es euch auch so geht oder ob ich der einzige Weirdo auf dieser Welt bin, der das so sieht. Auf jeden Fall blockiere ich das Klo gerne mal lange. Und das kann schon mal zu Diskussionen führen, ne? In einer gemeinsamen Wohnung. Ja, nee, und da haben wir 2 Klos. Darauf freue ich mich. Und ich freue mich auch auf ein Zimmer mehr, was wir haben. Worauf ich mich nicht freue, ist, dass wir dann das Doppelte, nee, noch mehr, an Miete bezahlen, wie wir jetzt bezahlen. Und dass wir dann in einem ja, so in einem riesen Wohnblock halt drin wohnen mit irgendwie 20 anderen Parteien. Und jetzt waren wir halt in einem Haus mit gerade mal einer Wohnung über uns noch und einem riesen Garten, wo ich konnte halt jetzt hier morgens um 5 kann ich hier rumschreien, wie ich will. Also klar, solange ich den anderen nicht weg oben, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Wenn sich einer beschwert, also wenn der nicht da ist, kann ich halt hier machen, was ich will. So.
Oder ich kann einfach die Tür aufmachen und der Hund kann raus im Garten. Wenn ich gerade mal keinen Bock habe oder ne, wenn sie nur kurz pissen muss. Ich meine, man muss trotzdem mit dem Hund spazieren gehen, ne? So ist es nicht, klar. Aber es ist schon praktisch. Ne? Du kannst den Hund einfach mal draußen lassen ein bisschen, wenn schön Wetter ist. Die mag das auch voll gerne, da draußen im Garten rumzurennen, irgendwelche Nachbarn anzubellen, die vorbeilaufen. Das liebt sie. Ne? Das ist dann immer im Roleplay da, wo ich plötzlich auf Klo rennen muss, weil der Hund draußen im Garten bellt, morgens um 5. Ist geil. Nee, das wird mir fehlen. Und halt, wie gesagt, die günstige Miete. Ne? Also ich werde nie mehr im Leben so eine günstige Miete, also so eine Wohnung mit so einem Garten und Umschwung und einem Parkplatz und Autounterstand und allem, das kriegst du nie im Leben. Also ich habe eine, ich sage jetzt nicht wie viel, aber ich habe eine dreistellige Miete. Das kriegst du in der Schweiz. Ich weiß, in Deutschland ist noch eher mal, ne? Ihr habt da teilweise echt günstige Wohnungen. Aber in der Schweiz, vergiss es. Never. Never ever. Hier kriegst du für das Geld, was ich jetzt aktuell für diese Wohnung hier noch zahle, kriegst du normalerweise nicht mal eine Einzimmerwohnung. Ne? Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr günstige Wohnung dafür, was es ist. Ja, und das fuckt mich halt ein bisschen ab, weil ich habe mal so für mich ein bisschen gerechnet. Ne? Es kann sein, dass wir hier theoretisch noch ein Jahr drin sein könnten. Und allein in diesem Jahr würden wir halt irgendwie 15.000 Schweizer Franken sparen, wenn man noch hier drin bleiben würde. Das ist schon eine Stange Geld für so einfach mal, ne? Aber ja, wie gesagt, das Ding ist, wir haben uns halt gesagt hier, wir gucken mal, ne? Weil wir wissen, früher oder später müssen wir raus. Und wir suchen lieber jetzt eine Wohnung, die uns gefällt, die schön ist, die cool ist, worauf wir uns dann freuen, als dass wir dann irgendwann, wenn sie wirklich abreißen, raus müssen und dann einfach irgendeine nehmen müssen, weil wir sonst keine Wohnung mehr haben. Ja, so viel dazu. Jetzt haben wir auch mal einen Wohnungsreal-Talk. Ist auf jeden Fall schade, aber ich kann es verstehen, weil das Haus und das Grundstück ist halt viel zu groß für die Mieteinnahmen, die sie hier generieren. Ne? Also die Bauprofile stehen mittlerweile. Und wenn man sich das anguckt, ja, da kommt halt ein riesen Block hin, wo jetzt unser Haus ist. Und da werden sie halt quasi wahrscheinlich das 20-fache an Einnahmen haben. Jo. Gut, meine Freunde, wir sind schon wieder über der Zeit. Nächste Folge schnappen wir uns die nächste Insel. Es hat mich gefreut, mit euch zu quatschen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich habe keine Planken mehr. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen da. Oder ein Abo, ne, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Bis gleich. Timochi. Ciao, ciao.